Ey, gehört So. ihr mir? Also. Gehört ihr mir? Also, ja, welcome back zum Podcast mit Migration Foreground. Welcome back zum Podcast, zum besten Podcast auf der ganzen Welt. Ja, das so. Easy, ey, mit der Überheblichkeit habe ich gerade noch eine kleine Story. Und zwar letzte Woche, wo ich in die Stadt, also nein, ich zu der Schule gefahren bin, zu der letzten Prüfung, die ich noch hatte, am Mittwoch, vorletzten Mittwoch. Und dann ist eigentlich im Zug, oder halt in der Mitte von der Strecke, wo bei mir auf St. Gallen, eine Frau eingestiegen. Nie. Und dann hat sie sich vis-à-vis bei mir, also vor mir angesetzt. Und dann wie ein Boomer halt machen, mit Kabelkopfhörer ihr Handy angeschlossen und Kopfhörer. Und Kaffeebrett gelassen. Nie. Und dann, nein, warte. Und dann hat sie irgendwann mal, Haftbefehl gelassen. 069. Nein, irgendwann hat sie auch so angefangen zu grinsen, so ganz schön. Mhm. Und ich habe schon gedacht, diese. Aber warte, es ist gegenüber geguckt von Genau, dir. vis-à-vis. Sie hat die angeschaut. Nein, einfach so Okay. ins Leere geschaut und einfach mit den Kopfhörern. Okay. So, und Also mit dem Gesicht zu dir, Entschuldigung. ja, gerade Genau. vier okay. Abteile Ja, vis-à-vis. gut. Und dann irgendwann hat sie angefangen zu grinsen und dann wieder nicht grinsen. Und dann irgendwann hat sie so ein bisschen Leute gelacht für sich selber. Mhm. Und irgendwann hat sie sich so richtig voll kaputt gelacht. Geil. Max. Und der erste Gedanke, den ich hatte, sie lässt unseren Podcast. Da muss. Und so richtig, was für Confidence ich in dem Moment hatte. Krass. Und dann hat sie so wie eine kleine Geste gemacht, wie hat sie mich angeschaut und so denkt so wie, sorry, dass ich so laut lache. Und ich so, nein, Ibis. Ibis, da bin ich. Ich bin der Teil von Kaffeebrei. Geil. Und weil sie am Schluss gelassen? Keine Ahnung, ich habe nicht mit der geschwätzt. Aber es ist auch schöne nonverbale Kommunikation. Sie hat so voll Herz, so voll alte Dame. So, Süß. wir haben es angekündigt, dass wir confident sind. Wir haben es angekündigt, dass wir, oder der Karan eher, bei einem Thema sehr, sehr confident ist. Sehr, sehr geil überleitet. Okay. Okay, du tust dich da permanent aufspielen mit dem, Nein, mit ich will dem nicht aufspielen. Wahlthema. Also, Aber ja, ich bin confident. okay. wir haben es angekündigt Ende 2022 haben wir angekündigt, dass wir irgendwann mal eine richtig XXL Wahlfolge machen. Und einfach mal bezüglich XXL. Noch geschwind eine Frage vorab, bevor wir richtig reindiven. Wie groß ist er? Wieso sind Wale so fett? Wieso sind sie so XXL fett? Also fett. Erstens, im Wasser ist er extrem, also um die 47 Mal kälteempfindlicher als draußen, oder? Okay, und wieso sind Fische klein? Ja, Er kommt gerade so, grätscht gerade so. Evolution. Kaltblüter. Und sie müssen halt, er hat fett gesagt, nicht groß. Okay. Wieso essen so viel Kebab, Alter? Wieso machen sie kein Kebab? Oh, ich sehe jetzt schon die Folge. Ich sehe jetzt schon, wie die Folge geht. Anstatt eine Stunde geht die 2 Stunden. Einfach wegen der Kommentare. Okay, sorry, ich sag nicht mehr. Nein, weil sie fett sind. Erstens, sie brauchen so Fett, also sie brauchen die Fettschicht. Einfach, damit sie nicht erfrieren. Bei dieser Größe. Kann ich sagen, weil sie Säugetiere sind? Ja, sie sind warm, ja. Weil sie sozusagen warm. Ja, aber sind Fische Kaltblüter? Ja. Echt jetzt? Aber warte, was heißt Fische sind Kaltblüter? Vampires. Was heißt Kaltblüter und welche Funktion hat kaltblütiges Tier, je nachdem? Kaltblütiges Tier, gibt es da überhaupt? Aber was heißt ein Kaltblüter in dem Fall? Nein, es ist, also Säugetiere an sich sind Warmblüter, zum Beispiel die auf dem Land sind, oder? Aber Kaltblüter zum Beispiel, wenn ich weiß, zum Beispiel sind Quallen zum Beispiel. Ja. Oder? Quallen sind Kaltblüter, aber Definition, keine Ahnung, was macht ein Kaltblüter aus, weiß ich nicht. Ja, Direktorin? Okay. Sie kann googlen. Ich meine doch irgendwo Handy. Jetzt. Ja, nein, die. Okay. Aha, so, stimmt. Aber kannst du mal sagen? Fisch und Echse sind irgendwie unheimliche Kaltblüterstoffe. Okay. Wenn ihre Körpertemperatur weitgehend im Gerichtsmedium Wasser abpassen. Okay, sind sich einfach angepasst. Noch weniger Energie als Ja. für Vögel. Voll. Okay. Vielleicht haben das gerade nicht gut gehört, aber Echsen und Fische sind Kaltblüter. Und wie man es ja kennt, bei Echsen und Reptilien und so weiter, die müssen sich ja immer aufwärmen bei der Sonne, ab einer gewissen Zeit, sonst sind sie einfach wie Knockout. Und Fische haben sich einfach an die Temperaturen angepasst. Die leben halt so. Ich nehme mal an, dass wenn sie zu warm im Gewässer reingehen, dass sie auch ihre Defizit haben, beziehungsweise Okay.
Genau. Außer sie sind so Teichfisch drin. Oder sind sich einfach irgendwie ungewollt wegen der Umstände, Umgebung irgendwie anpassen. Genau. Aber ein Wal, kann man sagen, hat sich nicht ganz angepasst, so in dem Sinn. Wal hat sich irgendwie Ja, weil er auch sich zuerst entschieden hat, zum rausgehen und nachher wieder zurück ist. die hat Entscheidungsschwächungen. Nicht echt entscheidend. Deswegen müssen sie jetzt im Wasser atmen. Selber Deswegen schuld. bist du ja so eigentlich so voll fasziniert von diesen Tieren, weil du auch selber Entscheidungsschwächungen Ja, Scheiße. Krass. Ja, das Die stimmt. Verbindung haben wir da jetzt. Und noch eine geschwind andere Frage. Schau, wenn man jetzt als Mensch viel schwimmt, dann nimmt man ja eigentlich ab. Ja. Alte Wale sind eigentlich permanent am Schwimmen. Ja. Wieso nehmen die Ja, weil die auch Haywans nicht ab? Ja, weil zum Beispiel eben fragt, ein Blauwal nimmt um die 1 bis 2 Tonnen Krillen pro Tag auf. Joghurtsoße. Ey, ich schwöre, kommt nirgends an, ich sag's euch. Hey, sorry. Sorry, Bro. Eben, sie essen ja 1 bis 2 Tonnen Krillen, also die essen einfach Was? nur Killen? Krillen. Killen? Oder so kleine Okay. Ja. essen die, was halt gerade durchpasst. Mhm. Weil so viel Platz hat so ein Blauwal gar nicht im Mund, dass er so einen Mensch kann verschlingen. Das geht gar nicht. Mhm. Okay, da geht auch. Das sind so Bürsten, oder? Also sie machen das Maul auf Ja. und an der Seite haben sie riesen Bürsten, Also wie Filter eigentlich. Filter und dann das Wasser geht dann sozusagen raus wieder. Okay. Und da, was stecken bleibt, oder? Da, was stecken bleibt, da können sie nachher verarbeiten. Alles andere spucken sie raus. Oder? Da ist ja, wir haben den Wal da draussen. Alter, Der was ist macht da? gerade so. Ein Hund? Der macht gerade. Der weiß gerade, Brokkoli. dass wir über Wal schwätzen und er weiß auch, Ja. was er kann ist. Also Brokkoli ist der Hund von der Nachbürin. Heißt einfach Brokkoli? Der heißt auch Brokkoli, ja. Stabiler Name. Aber der jault umeinander, ist unglaublich ab und zu. Hey, jetzt habe ich aber eine kurze Frage. Die haben Bürsten, sagst du, Karan. Yes. Und jetzt verfangt sich so eine Krille in diesen Bürsten. Und das Wasser geht weg. Was macht? Die hat ja keine Zunge, um da von der Bürste wegzunehmen. Wie Nein, geht das jetzt? Wie die haben funktioniert so, die haben so Fächer. Sind die Das ist beweglich? ein Fächer. Also sie können die steuern und nachher geht Ah. einfach sozusagen wieder ins Also haben sie, eigentlich, Speiseröhre. also haben sie bewegliche Zähne. Ja, sie haben keine richtige Zähne, so wie man es kennt, aber Fächer. Aber ja, Okay. man kann es Okay, bürsten. okay. Okay, aber das heisst eigentlich theoretisch, wenn wir Spaghetti reinrühren, dann wäre es auch stecken bleiben. Ja, in dieser Größe. Ja. Mhm. Okay. Ja, okay, es gibt ja gewisse wie sagen wir Wahl, Mehrzahl? Dann ja, Wahl. Wähler. Ja. Es gibt gewisse Wahlarten, wo ja auch bis zu auch größere Fische essen. Oh ja, Orcas, die zerfetzen ja auch größeres. Haben Ja. die Kiemen, Riemen? Nein, sie sind keine Kiemen. Sie haben oben so halt die Öffnung, wo sie einfach atmen, immer wieder mal. Und dann gibt es Wale, die können länger Luft erhalten. Da gibt es Wale, da kommen wir nachher drauf, können bis zu 3 Stunden. Bis zu 3 Stunden. Ist das viel? Das ist krass viel. Aber da, wenn krass, da, das ist wenn wir ja- vorgeschaut haben, sogar auf ChatGPT-Seite, Orcas können bis Maximum 15 Minuten. Ja, 17 Minuten. Okay, dann gibt es noch andere Wale. Dann gibt es aber einen Blauwach, ein Blauwach auch nicht länger, also kann auch nicht, der muss wieder, nach einer halben Stunde muss der wieder rauf. Die haben sich in dem Fall hure schlecht angepasst. Ja, Es und, ist- Umgebung. Nein, also apropos schlaue Tiere. Also wie dumm sind die? was müssen sie machen? Sie müssen, erstens, ihre Beuteschema, also sie müssen nicht runter, sie müssen nicht Aha. tief tauchen. Nur der Pottwal, der ist so der einzige Motherfucker, der denkt, ich kann einfach 3 Kilometer tauchen. Also das ist Okay. krass, Ja. wie tief der kann tauchen. Und dementsprechend braucht er besseres Gehör. Und ja, die meisten, deswegen gibt es Whale-Watching. Deswegen gibt es da, weil die meistens immer an der Oberfläche sind. Die haben das Beuteschema, zum Beispiel auch Orcas, die sind meist an der Küste. Aber ich habe gemeint, wenn ich jetzt von Blauwal zu Orcas wechsle, fange ich bei einem an, Ja, laber über den und dann gehe ich auf den nächsten, weil sonst sind wir da. Okay, mach das, Entschuldigung. Ja, okay. Los. Also, ich würde sagen, wir fangen beim, ich habe es ausgeschrieben, wegen ich kann es nicht auswendig. Oha. Orcinus orca. Okay. Orcinus orca, das ist der lateinische Name für den Orca. Der Name, der Name, Mann. Der lateinische Name. Was denkt ihr, was könnte bedeuten? Orcinus. Orcinus orca. Orcinus. Okay. Ein schlechter Taucher, der nicht kann viel Luft anheben unter Wasser. Also, ich sag's mal so, Nein, er ist auf der, er ist jetzt bei der Nahrungskette Top. ganz oben. Top. Keine Unter Wasser, Bedrohung. okay. Keine Bedrohung, deswegen auch der Name. Er heißt Okay. Survivor of the Fittest. Das ist vielleicht irgendetwas anderes wie Bear Grylls. Irgend Nein. so. Sein Name heißt einfach. Primus inter pares. Ja, du musst oft, es ist ein englischer Name, also Übersetzung vom Lateinischen. Aha.
Schwert. Krieger. Weg des Kriegers, Bushido. Krieger. Etwas mit Krieger. Wahlkampf. Champion of Death. Boah. Ja, mystisch. Bro, was für ein geiler Name. Was? Aber Champion of Death. Dann ist ja noch der Loser of Life. Ja. Nein, ja. Okay, Ja. Frau. Ja, Also, ist aber schon also nur peinlich. zur Info, ich habe mir da nicht einen riesen Text, ich habe mir nur, damit ich nicht alles vergesse, weil es sind viele Informationen, einfach, dass ich es abarbeiten. Sorry, du Genie. Weil es ist wichtig, also AK, das sind, für die, die es nicht wissen, sind, Wahl. ist eine Walart, eigentlich ein Delfin, eigentlich ist es nicht mal ein Wal, aber Delfin irgendwo durch ist auch, also sind 10 Wale, es gibt wenig, es gibt 2 Arten von Wal, eben einmal die mit C und einmal ohne C. Ja. Und 10 Wale eben Delfin, Pottwal und AK, ich sag mal eine, und eine vergessen den Namen. Okay. Das sind so die bekanntesten, das sind auch die, die angreifen, so in dem Sinn. Alle anderen sind sehr, wie sagen wir, harmlos in dem Sinn. Alle sich bedeckt. Okay. Ja. Sorry, kann ich da kurz eine Frage stellen? Ja. Pottwal sind ja die, die am tiefsten tauchen. Ja. Also, wo im tiefsten tauchen können, ja. Aber nicht im tiefsten können tauchen, sondern zum Beispiel. Ja, aber eher für die Jagd in dem Sinn runtergehen. Und sie haben Zähne. Was essen denn die? Also, Sie sind ja auch riesig. ja, also die tun sich hauptsächlich mit Colossal Squid. Squid, weißt Squid? Das ist lateinisch. Tentakel. oder? Ice Squid. Squid. Squid Game. Tentakel. Tentakel, Squid Game. Tentakel, ja? Nein, Ja. nein, Tintenfisch. Ja, Ja. also, ja. Aber es gibt ein Kolossal. Entschuldigung, Dani, gemeint. Squid. Danke. Ein Kolossal Tintenfisch und ein Giant Tinte. Die essen hauptsächlich nur da. Weil dort unten hat es nur die Viecher. Okay. Und auch nochmal ein ganz Nebenfakt: der Kolossal Squid, alter Tintenfisch, Ja. hat im Tierreich die grössten Augen. Jetzt musst du mal. Jetzt schätzt, wie Durchmesser ist. Also wie groß ist so ein Auge vom Colossal Squid? 15 cm. Ich würde sagen 25 vielleicht. Durchmesser? 15 Aber cm. Ja, ist ja näher. Es ist so groß wie eine Pizza. Alter. Es ist so groß ist der Auge. Ja, also okay. Ist er aber rund oder ist er flach? Rund. Okay, aber wie Also groß? nein, es ist schon. Also, Wenn man es jetzt abschneiden, ist es ein Ball oder ist es Nein, es ist nicht ein Ball, eine es ist eine Linse. Linse, okay. Eine Linse. Ja, das ist natürlich nochmal fake. Aber gut, wie ist denn verhältnismäßig zum Körper? Die Augen? Riesig, Alter. Also Sie die sind Augen selber sind auch. größer wie Ja, der sie, Körper. ja. Sind sie wie ein Missgeburt einfach? Nein, nein, also sie sind schon lang, sie sind schon groß, sie sind so 6-7 Meter. Ah, okay, okay. Aber trotzdem, also du siehst es, also sie haben nur so einen riesen Kopf, oder? Und dann siehst du auch so riesige Augen. Krass, okay, noch nie gesehen. Und es gibt auch so die Theorie, okay, dann fang mal mit dem Pottwal an, passt schon. Mhm. Es gibt auch die Theorie, dass ein Pottwal mit riesen Riesen Titel geboren wird. Es gibt ja, früher noch hat es in Mythologie oder was auch immer gegeben, dass ein Riesenkrake gegen so einen Pottwal kämpft Fightet, ja. oder fightet. Und Okay. das ist nie bestätigt worden, weil so tief sind wir noch nie und wir haben noch keine Ahnung, was da unten läuft. Vor der Meereswelt haben wir keinen Plan. Okay, noch geschwind, einfach kurz, damit ihr das selber checkt. Wenn ein Pottwal runtergeht, ganz tief, wie reguliert sich das mit dem Druck und Genau. mit dem Körper und keine Ahnung was? Sie haben erstens, was viele nicht wissen, ist, sie allgemein Wale, sie tun nicht einatmen. Da wollte ich gerade sagen, sonst können sie ja wegen Luft oder Sauerstoff, den sie in den Lungen drin haben, können sie gar nicht so tief Genau. abtauchen. Sie Genau. tun Und jetzt- einatmen und ausatmen, dann gehen sie wieder Genau. runter. Aha, crazy. Sie tun ausatmen, jeder Wal tut ausatmen und dann tut er abtauchen. Okay. Weil alles andere, da könnte sich Stickstoff entwickeln. und Stimmt, wegen dem der Druck. Tauchersyndrom, sagen wir dem mal. Ja, stimmt. Und Boah. was auch noch wichtig ist, da habe ich mir aufgeschrieben, weil ich bin kein Arzt. Wenn sie zu schnell auftauchen, Genau. haben sie dann auch Ohrenschmerzen. Nein. Ich habe mir das aufgeschrieben, wieso wegen dem Blut. Oder wegen, also was ich weiss, ist, sie den Sauerstoff im Blut und im Muskel speichern, oder? Okay. Und wie wir dann in Hämoglobin, oder? Und aber Wale tun es in Myoglobin. Mybologin. Was? Misogyn. Misogyn, also glaube ich sogar irgendwie so Frauenhass oder so. Ja, gar nicht. Sie tun Wirklich? Blut, sie tun Sauerstoff ganz anders speichern. Ja. Dementsprechend sind sie viel effizienter als wir. Oder? Okay, ja. Hämoglobin sind wie Serotonin.
Ja. Ah, die roten Blutkörperchen sind Myoglobin. Weiß ich nicht genau, was es ist, aber es ist auch ein Bestandteil, wo wir Menschen eigentlich im Blut haben, aber wahrscheinlich nicht so konzentriert wie im Blut. Voll. Kann man da nochmal wiederholen? Ja, Hämoglobin. Ich kann es einfach nicht Also nein, sagen. Myoglobin sind die weißen Blutkörperchen, oder? Nein, Hämo. Doch, Hämo. Ist schon egal. Egal, das soll halt jetzt nicht wissen. so wichtig. Alter. Ja, aber eben, sie tun einfach sie tun ausatmen und dann gehen sie runter. Deswegen sind sie effizienter, weil es anders, weil's anders gespeichert wird, so Stoff. Ja. Myoglobin ist ein Muskelprotein. Genau, eben, damit Muskel. Ja, sie können es im Muskel effizient speichern. Myoglobin gleich Muskelprotein. Danke. Yes. Schön. Direktorin? Ja, eben, es gibt so die Mythologie. Aber da ist nie bestätigt worden, dass es ein Riesenkraken es gibt ja, also ein Kraken können ja 15, es gibt, aber die Riesenkraken sind 30 Meter anscheinend. Aber der Dune anscheinend, und dann siehst du eben auch, wenn ein Pottwal Markierungen hat auf seinem Körper, dann muss das Viech riesig sein da unten. Also wenn es so am Gesicht, weißt du, so riesen, okay. dann heisst es unten muss was sein, oder? Oh, oder ein Tätowierer vielleicht. Oder du So ein Tätowierer, der runtergeht und dann... Nein, und Ja, das ist ja klar. Godzilla. aber eben, auf zu deiner Hauptfrage, ja, sie essen hauptsächlich Okay. Tintenfisch. Gut. Ja. Okay, noch geschwind eine andere Frage, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, wenn sie werden ja hure alt. Oder es gibt ja so Ja, für 70. 70, 100 oder so, keine Ahnung. Ja. Ist Ach, da krass. auch so wie beim Mensch, dass das Blasloch jetzt, wo sie haben zum Atmen, oder? Dass das so ausleiert wie bei uns mit den Menschen mit dem Alter, dass das Arschloch so wie inkontinent wird und so wie Bro, kein keine Gefühl mehr Ahnung, hast. Weißt Alter, du, Bro. man irgendwann kann es auch nicht mehr. Plan. Irgendwie kommt es Ja, rein, beziehungsweise... Ja, eigentlich kommt nur rein. Ja. Ja, voll. Kein Plan. Da kann ich da leider nicht Aber so beantworten. inkontinent mit Luft. Da kann ich keine Auskunft geben. bist Ja, ein- Pottwal, ganz kurz wegen dem Namen. Auf Englisch Sperm Whale. Jetzt fragen, dass ich wieso Strange. Echt, aber. komischer Name, Aber Sperm nein, nein, Whale. strong Name. Strong. Zu Strong? strong. Der Name kommt, weil früher hat man, sind Pottwal einfach sehr gefragt gewesen, also gejagt worden, weil sie aus dem Öl, also vorne haben sie an der Schnauze, haben sie 2 Tonnen voll Öl. Öl in dem Sinn, wo man kann als Motoröl, hat man früher als Motoröl genutzt und als also Motoröl für Maschinen. Krass. Maschinenbetriebe antreiben. Und zum Kerzen, also Lampe. Also Schmieröl? Ich weiß es nicht genau, einfach Okay. Motoröl. Ja. Und Wie hat denn da Öl geheißen? Weißt du gerade? nein, Spermöl. Sperm Oil. Sperm Oil. Sperm Oil. Und eben, man hat einfach früher gedacht, dass da Sperma ist vom Pottwal. Und deswegen hat er den Namen bekommen, Sperm Whale. Okay, also die Sperm Whales sind in dem Fall so wie ein komischer Forehead. Sie sind ein extrem komischer Bau auch. Sie sind vorne sehr oval und dann hinten dran so ein kleiner Körper. Also es ist sehr Nicht komisch. so ähnlich wie Beluga. Beluga haben auch so einen komischen. Ja, aber sie sind noch kleiner Kopf, sie sind so ein Kopf. Also die Belugas. Proportion zum Körper und Kopf ist ja nicht so. Okay. Und beim Pottwal ist so viel Gesicht und da unten so ein kleines Maul. Mm. Weil das Maul geht schon nicht mehr bis vorne. Das Maul, also vorne ist einfach so eine Schnauze wie Okay. die Nase vom Thaddeus. Ah, geil. Und dann einfach irgendwann kommt das Maul und dann so ein kleiner Körper. Also die Proportionen sind komisch. Das ist komisch. Also es sieht anders aus als ein Buckelwal, ein Blauwal sieht einigermaßen gleich aus. Alter, welches Tier ist eigentlich Thaddeus? Der ist schon Tintenfisch. Es ist Tintenfisch, ja. Communicus mucalis. Okay. Ja. Und Pottwal haben auch einen von der ausprägsten Dix. Yes. Verteidigungsmechanismen, um Aha. ihre Kälber zu schützen. Oh. Sie Als wird- einzige Ja, sorry. das einzige Tier, das am Pottwal Probleme machen, ist der Orca. Also, so sind die wirklich auch keine Mühe. So. Also ein Haifisch irgendwo durch. Problem ist beim Haifisch einfach ist, weil er Einzelgänger ist, kann er nichts anrichten. Und Orcas sind einfach Familientiere. Die sind immer zusammen. Die Mutter bleibt immer beim Kind. Also das Kind bleibt umgekehrt bei der Mutter. Und die Mutter leitet immer das Rudel, so in dem Sinn. Ja, okay. Immer zusammen. Koordination top. Also die jagen halt richtig gut, ohne dass sie es. Also sie üben es, aber es ist krass, wie gut die kommunizieren. Nonverbal. Wie übt gibt es da irgendwie so wie eine Generalprobe einmal? Ja, aber wo da sie- kommt dann, wenn ich dann bei Ah, so, Orca okay. bin. Jetzt bin ich noch bei Pottwal. Apropos Pottwal. Hast du gesagt, Pottwal sind Familientiere? Jeder Wal ist. Magst du Fast and Furious Pottwal Edition mit Vin Diesel für die Familie? Vin Diesel sieht aus wie ein Beluga. Aber im Beluga habe ich leider nicht aufgeschrieben heute, weil Okay. Ja, okay.
Ja, was die machen ist, weil meistens gibt Orcas nicht gerade direkt den grössten Pottwal an, den sie sehen. Das ist nicht so in das Beuteschema. Aber so ein neugeborenes Pottwal, wo gerade ein bisschen, Schmeckt. wo gerade ein bisschen weg ist, Ein oder? bisschen zarter ist. Ja, einfach weil wo er sich nicht wehren kann, dort greifen sie mal schnell zu. Voll. Aber was die Älteren machen, ist, sie bilden so eine Gruppe rund ums Kalb oder um die Kälber und dann tun sie mit den Fluken hinten dran immer permanent stoßen. Das nachher sozusagen, weil wenn du von so einer Fluke getroffen wirst, dann Einfach das Wellen schlägt. Wellen schlägt und Okay. dass die Orcas gar nicht ankommen, weil ein Orca ist neben dem nichts. 2 Tonnen Orca, Ja. 1,5 bis 2 Tonnen und ein 30, 40, 50 Tonnen schwerer Meine Pottwal. Fresse, krass. Also es ist schwierig zum einen zu töten, Ja. aber ich komme dann nachher drauf, wie ein Orca halt da doch noch schafft. Also zum, Das sind wahrscheinlich aber ein bisschen animalischer, ein bisschen aggressiver. ja, sie machen es halt sehr, sehr grusig. Also das Sind auch ist eine schneller. Art, das ist echt. Okay. Und Also das sind die- die wie Alter, erzähl. Wie Hä? machen's? Wie Ja. macht der Orca? Der Orca macht es so, dass er, wenn ein Blauwal mal allein ist, so, also, oder irgendein Wal, Und die Gruppe wartet auf einem dunklen Eck und dann schlagen sie ihn ab. ja, nein, machen es echt. Ja. Okay. Sie schauen, dass er nicht mehr atmet. Sie gumpet über ihn. Oh shit. Mit 2 Tonnen ist nicht mehr 2 Tonnen, aber Ja. im Vergleich zu 100 Tonnen ist dann immer noch, weißt du, ein Blauwal ist halt easy schwer. Ja. Aber es gibt ein Video, oder mehrere Videos, wo Orcas Wal jagen, indem sie einfach zu Tode Abstoßen. abstoßen. Sie gumpet auf sie, also sie gehen rauf und dass er einfach nicht mehr atmen kann. Krass. Weil sonst bringst du so einen Wal nicht tot. Hey, ich check das echt nicht. Also, könnt ihr nicht einfach sein? Abtauchen meinst du? Nein, einfach, ja gut, die Abentaucher, klar sind mit dir raufkommt, Akas Genau. wartet. Aber könnt ihr nicht einfach seitlich beißen? Einfach Wer? reinbeißen. Wer? Akas? Orcas? Nein, die sind nicht so beweglich, dass sie da machen. Sie sind doch Nein, nicht sich selber, sondern geradeaus. Da ist ein riesiger Aber- Teil vor dir, der voll. schwimmt da. Du schwimmst ihn einfach diagonal nach abbeißen. Nein, aber da Der geht abbeißen, du, also so eine Haut ist ja nicht so Ja, gut ja wie gut, mir. das stimmt. Ja, Du gut. beißt so eine Haut nicht einfach so ab. Okay. Um den Aber Wal. irgendwo ist sicher so, keine Ahnung, Und das tut ihm nicht weh. bei der Floss oder so, wo es irgendwie so einen blinden Fleck gibt. Genau. Mhm. Gibt es da irgendwie so etwas, wo. Sie probieren auch, während 2 Orcas oder 3 oben sind und Zertrampelt, keine Ahnung. trampeln kann ich. Trampeln, weißt du? Aber keine so 100 Kick, Tonnen. Alter. So 100 Tonnen. Ginke. Sie probieren Die hinten machen dran. alle Fluke- Hardstyle, da mit dem Tanz. Alter, David. Da wieder Oh nicht mein so Gott. schlimm, Alter. Sie tun im also meistens eher die kleineren Orcas tun die Fluke abbeißen, damit er nicht mehr so effizient kann, Okay. dass ihm da wehtut. Ja. Das probieren sie, aber sonst bringst du so einen Wal nicht tot. Mhm. Also du kannst ihn einfach ertrinken. Das ist das Ziel eigentlich vom Orca. Und ist auch schon, klappt auch schon. Aber der Aufwand ist einfach ein bisschen grösser, deswegen passiert es sehr selten. Es klingt voll ironisch, wenn du sagst, Wal probiert man zu ertrinken. Aber eben, Ja. wenn Voll. man merkt, dass sie sich einfach nicht richtig gut angepasst haben in der Umgebung, wo sie sind seit etlichen Jahren. Ja, jetzt überlege ich mir gerade bezüglich Pottwal, ob ich irgendwas noch Ich habe jetzt vergessen gerade habe. den Gedanken gehabt, dass ich glaube, Aber Haifisch haben ja Flossen, oder? Und die Wal eigentlich auch. Aber ich glaube, Haifisch sind eher so sneaky Tiere, will man eher sagen, oder? Ja, die sind sehr, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie oder für sich selber bewusst sind, dass sie eine Flosse rausragt aus dem Wasser. Haben sie nicht. Sie meinen, so, sie sind voll sneaky und wir Menschen einfach so, hey, look, das ist ein Hai, Alter. War der andere Tierfeld, so Haifisch, dann war alles, vieles könnte verändern, ist Selbstwertgefühl. Orcas und Delfin, oder es gibt da, fragt einmal vor dem Teams-Call. Hören da nicht genau denken. gehört mir. Fuck, hören ja, ihr wir mir? haben über geredet, ja. Ja. Nein, dass sie sich selber identifizieren können, sozusagen. Es hat Tests gegeben, wo Orcas sich, also wo sie einen Orca markiert haben, oder? So, und dass er sich so angeschaut hat und gesagt, da endet da. Im Spiegel. Ja. Noch hat er probiert wegbringen, so. Das ist einfach Consciousness, sozusagen. Also, Aber dass sie sich identifiziert als Frau, ja, als Frau Gender. immer, als in der Meereswelt. als Transwal. Weil nachher Wal. ist, Transwal, da könnte, glaube ich, die Folgetitel sein. Transwal. was noch ganz geil ist im Pottwal, ist, es hat eine Geschichte gegeben, also auch mit Video und alles, Bori. wo eine Gruppe Pottwal haben ein kleinen Delfin, der eine Wirbelsäule Verkrümmung hat, Mhm. einfach adoptiert. Einfach mit sich so aufgenommen.
Okay. Also wie hat man denn da gesehen, dass der Ja, sie haben ja so ein. Delfin eine Verkrümmigkeit? Also hat Also, man so ja, obviously das- gesehen. Ja, Bill es ist so. haben- Also, das Problem ist im Rudel ist halt auch das schwächste Glied. Okay. Also sie warten nicht auf die Person, sondern wenn die Rudel sind 6, 7 Leute und jemand kommt nicht mit, dann kommt die nicht mit. Sondern sie warten nicht auf die Person. Und wieso wartet ihr auf den Delfin? Hä? Wieso? Und die haben auf den Delfin Der gewartet? Portwal weil Portwal fahren, also sie sind nicht so schnell, also sie sind nicht schnell, oder? Aber wir haben jetzt über 6 Monate haben wir den Rudel beobachtet und der Delfin immer dabei gewesen, immer dort. Hey, sorry, ich check gerade nicht. Was sind Portwals? Welche sind da? Sag mal ein Bild. Du hast es Sind da jetzt nicht Orcas? Nein, ihre Orcas kommt nachher. Sind da jetzt die Portwals, sind die doch die großen, schwarz-weißen. weißen? Nein, grau. Also Grau. die grauen Riesen da mit Bisa. Ah ja? Aber Zeig die mal. tauchen doch böse tief ab. Wie kommt denn Delfin am nach? Sag mal. Okay. Nein, die tauchen ja nicht permanent dort runter, sondern nur zum. Der Bia, der hat einen aus Versehen so mit der Flosse, dem einfach die Wirbelsäule gebrochen. Boah, da könnte gut Die sein. Schulter aus. Oder wieder gut bogen. Aus Mitleid hat sie nachher müssen weiter. Oder er war ein Sklave gewesen und hat immer Und jetzt? müssen. Wal hat großes Herz. Jetzt kommt Superkraft von der Wal. Krebs Island. Was beim Portwal einfach sehr, sehr ausprägter ist, weil er halt viel tiefer taucht, ist Der Schwanz. Infraschall. Also Infraschall, Ja. also einfach Schallwellen, die sie auswählen. Das ist krass, die können mit 230 Dezibel können sie mit dem schiessen. Also effektiv 230 Dezibel, das kannst du gar nicht vorstellen. Alter, was sind da für Power Rangers, Alter? Ey, 150 Dezibel ist so, wenn du neben dem Jet bist. Wo gerade voll. 150 Dezibel. Krank, oh mein Gott. Oh. Und es gibt, eben, das ist die Jagdtaktik eigentlich, dass sie unten einfach so einen Tintenfisch einfach Lähmet. So. und tot. Also, oder sie dann einfach lähmen, dass sie dem Sinn können schön aufessen. Stell dir mal vor, so ein Wal, der tut eine Shisha am Rauch und dann macht er so Ringli und dann einfach so. Ah, dann böse Also Tsunami Waffe. nachher irgendwo drin. Nein, das Tsunami in krass. Thailand wegen Shisha am Rauchen. Du. Oh mein Gott, zum Glück haben sie es noch nicht geschafft. Stell dir vor, wären sie schlauer. Sie können keinen guten Shisha-Kopf machen. Sie haben keine Hände für die Arme. Aber Yes. egal, für da haben sie Sklavendelfine, die das machen. Verkrümmter Wirbelsäule. Ja, aber da ist halt, da hat mich so am meisten fasziniert. dass Also ich das- kann man sagen, dass Pottwal human sind. Nein, Yes. nein, human ist gar nicht in der Natur. Human ist nicht. Das ist Aber einfach- intern sind sie sicher ein bisschen Ja, humane wie die. menschlich. ja, ja. Aber da, was könnte ein Wal oder Pottwal nicht gut? Ja, sie Jetzt sind, aber nicht, sie sind ganz nicht agil. Sie sind nicht so flink. Sind sie nicht agile? Und sie sind konstant in Bewegung. Sie sind immer sind die Routen, die sie abarbeiten, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist, aber Sonst sie können einfach im was ist, wenn sie schlafen, oder? Dann schlafen sie voll lustig, sie schlafen einfach so gerade. Ja, der hat vorher auch eine Direktorin erzählt. Einfach so. Und weißt, Alle Arten? alle Arten einfach so gerade. Ja. Und eine Gehirnhälfte schaut, dass wieder Luft holt und eine Gehirnhälfte ist am Schlafen und dann wechselt so. Und dann gehen sie immer auf und ab. Ja, Wie ich lange glaube, geht so ein Schlaf? Ja, kommt drauf an. Wenn es jetzt also 2, 3, 4 Stunden. Stimmt, okay. Wow, stabil. Aber ich glaube, in dem Oder lang? war Wahl nicht gut sind, ist sicher mal Verstecke spielen. Ja. Das ist sehr, sehr. Nein, obwohl das Meer, Bro, Meer ist riesig. Mehr schießig, aber du eben, weißt, dort unten, wo noch Menschen noch nicht waren, sind böse Walhäuser und so. Da kannst du dich im krass. Zimmer verstecken. aber so Lehmhäuser da drin. Aber deswegen tun sie auch immer so depressiv, Alter, weil sie einfach sehr, sehr schlecht sind im Verstecke spielen. Verlieren immer. Also das ist auch wieder so, Pottwal oder Orca, die klicken, die machen nicht so. Ah, die machen nicht so so. African Slang. Die klicken, die machen so. Aber so das ist krass. ja nicht die einzige Art, wie sie kommunizieren. Sie tun die auch singen, oder? Nein, nicht alle, nein. Die Orcas Aha. sind Orcas sind können gar gar nicht nicht. singen. Nein, sie sind so, kann ich das noch machen, aber Sie sie sind tun so, auch vibrieren. ich kann es nicht noch machen, Bro. Okay. Aber sie können nicht in dem Sinne so singen wie ein Blauwal. Ah, ja. Also Blauwal sind die einzigen. Nein, nicht der Blauwal, es gibt den Finnwal, es gibt den Buckelwal, die Ja. klicken auch nicht. Und der Sperm Whale, der schießt nur. Der klickt nur, der schießt und klickt, der macht. Und du willst auch nicht, eben, wenn irgendjemand mal tauchen geht, per Zufall einen Wal trifft, per Zufall. Mhm. Einfach schauen, dass er nicht geradeaus ihn anschaut, sondern auf der Seite, weil der strahlt Geradeaus. die Infraschall raus und da tut dann noch nicht gut im Körper. Also ich erstarre, dass es gibt Taucher, die sagen, die sind erstarrt, die sich nicht können bewegen Aber. in dem Moment. Oder? Klemmt. Cool. Und
Also du wirst, glaube ich, auch so erstarren, wenn du einen Wal siehst. Bro, wenn ich einen Wal sehe. Was für Faszination du hast. Boah, Es Alter, muss Bro, nicht mal wenn ich irgendwie so ein mal Signal kommen von der Welt, du bist einfach dort irgendwie so voll. das ist krass. Schockstarre. Wenn ich so einen Wal sehe. Willst du Aber mal wir gehen sicher mal irgendwie mit dir Wal fangen. go Wal jagen? Ja, also du sagst Whale-Watching, so. Wir gehen sicher mal auf Whale. Das ist mal dein Wunsch, dass wir alle mal auf Südafrika gehen. Zum dort Ich mal habe Angst. mit dem Schiff. Wie? Du bist auch Löwe, du bist auch Lion. Leo. Dort Alles gibt es auch machen. Löwen, die Kebabs machen, habe ich vorher gehört. Und eben, ich glaube, Whale-Watching hast du gerade vorher erwähnt. Es ist doch komisch, dass man mit Schiff rausgeht, oder? Und probiert Dinge Whale-Watching zu betreiben. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass durch die Schiffe und so auch die Routen von der Whale ein bisschen Nein. irreführend ist. Das ist auch ein Kritikpunkt bei den Whale-Watcher an sich. Ja. Aber die gehen mit Boot dort raus. Die gehen nicht mit riesen Schiff dort hin. Das ist etwas, das ist ja nicht ein Boot, das unten auch nochmal 30 Meter Boden hat. So, okay. Das ist ja nur meistens ein Boot, Ja. oder? Und das stört die nicht. Nein. Aha. Hat es einfach noch nie so Fälle gegeben, dass mit dem Boot, das eigentlich auch recht zerbrechlich könnte sein, ein leichtes, Ja. einfaches Boot, dass da irgendwie so ein Wal mal Angst hat um ihre eigene Kälber. Sicher. Aha. Dann Nein, da nicht. Aber das macht er nicht, weil das macht keinen Sinn. Er kann da nicht verschlingen. Er kann keinen Mensch verschlingen. Da ich geht- habe irgendwie einmal Flattern mit gesehen. Nein, die haben den Instinkt, also sie sind wirklich sehr, sehr harmlose Tiere eigentlich. Sie machen dann nur einmal pro Stunde. Ah gut, aber für das, dass sie harmlos sind, haben sie auch sehr viele Menschen umgebracht. Wer? Also Orcas meine ich, nicht jetzt Den denke gar Aber keine gut. Menschen umgebracht. Orcas? In der natürlichen Umgebung hat es genau 1-2 Fälle, wo das passiert ist. Ja. Und sonst nur in der Gefangenschaft, wo SeaWorld die. Ja, aber trotzdem, immerhin haben sie... Ja, sorry, selber schuld. Haie haben das nicht gemacht. Ganz Also in einfach. dem Fall eigentlich aus, also stressbedingt. Haie sind loyal. Ja. Die sind nur loyal, Alter. Nein, eben. Solange eben du kein Blut hast unter Wasser, sind sie mega loyal. Nein, eben in der natürlichen Umgebung ist mit Wala geht um Menschen friedlich. Hm. Also Leute, du siehst Leute, die unter Wasser tauchen gehen, ein Orca neben denen. Würde ich dir empfehlen? Mach jetzt Handshake wie ein B-Spieler. Ja, nein, anlangen das sowieso nicht. Sorry, wer ein Wildnis, so wilde Tier, probiert irgendwie durch, anlangen und dann passiert was, sorry, bist selber schuld. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber sind denn Pottwal, also sind sie empfindlich, wenn irgendwo unten am Bauch oder so. Nein, probierst, da schon kurz nicht, zu da schon nicht, weil das spürt es wahrscheinlich gar nicht, weil Wieso am was sind Bauch? wir? Wieso am Buch nicht oben? Was sind wir? Weißt du, das spürt es nicht. Aber trotzdem, das sind immer noch wilde Tiere und immer noch, die sind nicht daran gewöhnt, kein Tier. Auch ein Elefant, wo du reitest, ist nicht daran gewöhnt, dass er auf das du auf ihn reitest. Da musst du ihn beibringen. Wer ist für das gemacht? Ja, anderes Thema. Also kommen wir mal zum Blauwal. Yes. Blauwal, ja, haben wir schon gesagt, ungefähr 30 Meter lang. Boah. Boah. Hä? Ja, erzähl. 30 Meter lang und ja, können bis zu 100, schwerstens 200 Tonnen werden. Schon easy Viecher. Ja, ist echt viel. Ja. Das sind Ach, Ja. 200 Tonnen. 200, also das Hast du einen Vergleich? Was 200 Tonnen kann schwer also sein. ja, ich habe einen Vergleich, sorry. Ein Elefant ist 5 Tonnen. Boah. Boah. Boah, und jetzt stell dir vor, Der wie ist strandet. krass du Stell dir vor, so einen Wal- strandet. Stell dir vor, du kannst jetzt den Pottwal reiten. Wie bei musst du Avatar. Ja, zuerst aber trainieren. schaut Avatar, Mann. Ey, da geht 3 Stunden. Wir haben es gerade letztes Ja, Mal und? wollen. Die Direktorin geht da seine Dom wieder heißt. Ja? Ey, aber 3 Stunden, Alter, ich würde mir die Scheiße nicht geben. Ja, Wenn Bro. dann irgendwann die Hai, irgendwie, keine Ahnung. Ja, nein, Bro, der Film, glaub mir, vertrau mir, der Film musst du im Kino schauen. Das ist so ein schöner Film, da kannst du nicht an der Leinwand bestellen schauen. Hast du gekühlt? Hä? Hat es Gangster-Tränen Nein, gegeben? schon nicht gekühlt. Gekühlt schon nicht, aber Animationen und Story, ich finde es top. Und es war ein Wal drin. Gewesen. Ja, Also eine Art von Wal. Mhm. Top. Es geht um Wal. Rite auch. Rite, yes. Yes. Yes, gib die Deep. Ja, eben Also- 5 Tonnen. Also du willst Elefant? immer noch keinen Wal reiten. Nein. Also einfach mal auf den Rücken. Nein. Er will's. Nein, will's nicht. Und du machst es nicht. Er sagt, mach. Nein, wieso sollte ich da? Gell, wenn er sagt, mach. Wenn er so sagt, zu mach- dir kommt, du bist am Schwimmen, Ah er ja, kommt safe. so. Den safe. Okay, nein, nicht berührt er. dich. Okay, sagen wir sie. Sie sagt, mach. Safe. Und dann, wie wirst du die heben? Ja, das ist die andere Frage. Wenn der abtaucht, dann habe ich Es hat gegessen. ja keine, wie sagen wir denn bei den Pferden? Ja, du musst hast du mit eine Messer. Flosse. Musst mit Messer hin. Flosse, die haben keine Flosse. Wal haben keine. Da hinten?
Am Rücken haben sie keine Flossen. Nein, oben hat ein Blauwal keine Flossen. Echt nicht? Nein. Hä, aber ja gemeint, Orcas haben doch, oder? Orcas haben, ja. Orcas haben, okay. Ja, ich sind halt ein Orca. Ja, am Pott war halt auch eine. Okay, aber ein Orca kommt und der sagt, heb mir die Flossen. Boah, das ist krass, Mann. Was machen mit Messer zusammen? Ja. Abschneiden, Ich hat so in dem verkaufen auf dem Blasloch dort rein mit so Stativ. Boah. Markt. GoPro dort Mit der reinstecken. Kamera. 4K-Aufnahme. Er lässt einfach so Haare frei. Also, GoPro zum Sicht. Blauwal habe ich noch nicht viel. Aber zum Blauwal habe ich nicht so viel zu sagen, einfach so random Fakten, die ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Das Herz ist so groß wie ein Auto. Alter. Was für Auto? 7er BMW. Peugeot, ein rotes So ein Peugeot. Fiat. Ja, ich sehe, Fiat ist Punto. gar nicht so groß. Ja. Passt nicht mal ein Elefant rein. Nein, aber krass. Eben die, das sind die, Mann. die eben 3 bis 4 Tonnen Grille am Tag essen. Nicht 2 bis 3. Wie oft schlägt das Herz? Also wie Ah, dann habe ich aufgeschrieben. beim nein, Menschen, wie aufgeschrieben viel ist das habe beim ich Mensch? 70 Mal in der Minute. Ja, sie können, Blauwal können, wenn sie tauchen, zu 4 bis 8 Mal Herzschlag pro Minute abschalten. Und sobald sie wieder tauchen, sind sie bei 20, 30. Also in dem Fall haben sie volle Kontrolle. Absolut, die sind Tauchmeister. Die sind, also wegen dem Herz meine ich einfach. Ah ja, Okay. ja, voll Kontrolle. Aber es gibt auch, wenn sie tauchen und wieder auftauchen, aber mit Erfolg, dass sie auch was sozusagen auch Beute bekommen haben, dann schlägt es schneller, weil sie sozusagen also, Aha, Adrenalin. Ja, voll. Okay, aber so Ja, Kampfmodus. ja, ja. Mehr ähm, Bewegung. Und da ist etwas, das habe ich selber nicht, sie kurzem weiss ich da erst, dass die Ausscheidung vom Blauwal extrem wichtig für unsere Atemluft ist. Wieso heißt das? Weil, Ja, Methangas. ich probiere es ganz einfach zu erklären, die Ausscheidung mit dem können sich Phytoplankton ernähren, oder? Und Also du meinst mit dem Code? ja, mit dem Kot. Ah ja, gemeint. Okay. Die Luft. Und dementsprechend mit dem Ökosystem geht da mit dem CO2 keine Ahnung, und dann geht die Luft. Was heißt denn Ja, das ist jetzt weit hergeholt. Nein, das Jeder sind Fisch tut Ah, doch nochmal, weißt du am Kacke. Schluss gesagt, Karan? Weißt du am Schluss gesagt, irgendwas mit. CO2. Aha, so, okay. Aha. Wegen dem Ökosystem. Ah, okay. Sehr, sehr, sehr. Und vor allem, Bro, wenn ein Fisch kackt, dann kommt so viel raus. Wenn ein Blauwal kackt, dann kommt dein Körpergewicht raus. Und nicht Was einmal ist mehr. das? Ja, aber es hat. Alter. Einmal ein Körper. Einfach. Auch ein Mensch als ein Einfach mal- Kackwurst. Und der kann dann reiten. Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Walkotze ist eigentlich auch in der Parfümindustrie mega wertvoll. Luxury. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob da immer noch gemacht wird oder so, oder ob da irgendwie synthetisch hergestellt wird momentan. Gar nicht. Aber da, was ich weiß, es heißt Amber oder Ambre. Also wenn ihr irgendwo mal in den Ingredients von eurem Lieblingsparfüm seht, Ambre, dann ist es Code for Man oder Code for Women, Wahlcode oder Katze, je nachdem. Ich glaube, es ist Katze. Katze, oder? Es ist Katze. Ja, es ist Ich weiß nicht. Da habe ich nicht gewusst. Crazy. Und nochmal etwas, es gibt einfach einen Wal, der wird als einsamer Wal definiert. Der kann, weil jede Wal kommuniziert in Frequenzen. Das heisst, ich mit dir auf der gleichen Frequenz sein, damit ich die überhaupt verstehe. Und es gibt auch einen Wal, Der ist Eine. einfach taub und. der ist einfach bei 52 Hertz zum Beispiel. Der ist sehr tief und niemand versteht. Oh Mann. Bro, Und keiner auch versteht. untereinander. Nein, ein Wal vor allem mehr. Orcas vor allem, oder egal welche Arten, ne? Es gibt zum Beispiel 60 Orca-Arten, ne, oder? Ja. Und die verstehen sich nicht alle. Ja, Zum logisch. Beispiel der unten im Tropischen, ein Teil von denen, keine Ahnung, wo Argentinien oder so, der versteht den nicht irgendwo anders. Die verstehen sich nicht gegenseitig. Aber man kann es lernen. Es gibt, Aber einige da sagen, ja, okay. man kann es erlernen, weil wolltest du noch irgendwas? Nein, ja, das ist nicht mehr, sonst kommen wir gerade direkt. Gut, Hauptthema. Zum AK. Oh, Fangen wir mal beim was unschön. Einfach, man hat herausgefunden, wo sich AKs im Becken, bei SeaWorld zum Beispiel, ist ja bekannt für so Orken, für so. Ich weiß nicht, ob wir auf Doku mal Blackfish oder so müssen wir mal schauen. Sehr spannende Doku. Der ist auf Netflix, oder? Oder Mein Freund Willi. Der ist ein Film. Das ist ein Film, sehr schöner Film. Ja. Voll realistisch. Dort ist sicher kühl. Ist da Alter. nicht noch ein Hund dabei? Nein, dort nicht, nein. Nein, ich glaube nicht. Alter. Okay. Und dort haben wir herausgefunden, dass sie haben ja einen AK genommen, Mhm. der ist dort aufgewachsen Ja. und dann einfach nochmal einen AK reingeworfen. Und dann haben sie gemeint, jetzt hat er ja Gespänli sozusagen. So. Aber dann haben sie sich einfach gegen sie nicht verstanden. Weil der ist von dort und der ist von dort. Also, aber man hat dort herausgefunden, dass sie sich anscheinend
sie da beigebracht haben, Ja. um miteinander zu kommunizieren. Also es geht. Also von menschlichen Dings? Menschlich verholfen, dass sie miteinander schwätzen? Nein, einfach sie sich Oder selber. untereinander selber. irgendwie so, okay. Nein, das ist untereinander selber. Oh, jetzt muss ich echt schauen, wo war, wie ich anfange. Ja, Orcas sind, Der Name Orca. ja okay, Champion of Death, Alter, Bro. War für ein geiler Name, Das Mann. ist echt krass. Ich glaub, Kopf, ja. Ja, voll. Champion of Death, ich finde da immer noch einen mega komischen Namen. Ich finde das so ein krasser Name. Champion of Death. Das Ja, ist, Champion of zu, Death? Nein, ich das glaube, ist zu dark, Alter. Ja, nein. Er ist auch dark, Bro. Orca. Ist ja. Ja, ich meine, die sind voll lieb. Scheiß sind die. Die machen, was Orcas sie sind wollen. nicht lieb. Nein. Nein, also verstehen ihr jetzt Champion of Death? Ich verstehe da wie so Bezwinger vom Tod. Ja. Wie verstehst du das? So im Sinne von, der ist der König von den Toten. Oh, du musst auch nicht 1 zu 1. Oh, Bro. Ja, aber ich verstehe es, ich nehme es eher so als Bezwinger vom Tod. aber logisch, ja. logisch. Champion Aber ja, of klar, Death, es Bro. ist halt- Er entscheidet, ja. man, ob du lebst oder nicht. Ja. So, Okay. niemand kann töten, weil es gibt keine Fälle, wo irgendein anderes Tier, der AK, sagen wir mal, in einem 1v1 Mensch. getötet hat. Mensch. Ja, eben. Mit Ah, Waffen. okay. Voll. Also in dem Abgesehen Fall macht der, was ich vorher gesagt habe, keinen Sinn. Was? Der Loser of Life. Nein, eben. AKs immer in Gruppen unterwegs. Und deswegen sind Gang, sie so. Gang. Und jetzt kurz zu den Jagdtaktiken. Sie haben, Sie haben übernommen von Alexander der Große. Sie haben gelernt von ihm. sie haben sehr viel. Gucci-Kleider an. Sie sind in Gang unterwegs und haben ihre Gang Nein, sie haben, in Vibrationform So Ah, sieht ja. der Täschli. und schauen immer hässlich drin, wenn du vorbeilaufst. Sorry, mach. Kann ich weitermachen? Ja. Also. Jagdtaktiken. Eine ist zum Beispiel. Sie sind. Hey, Hübsche! Doch sie. Nee, Mann, der war eine hässliche. So mit dem Auto am Hupen. Die nicht so. Kommen Orcas von Frankfurt? Sind Orcas Maroks. Sehr gerne. Nein, okay. Kann ich weitermachen? Ja. Gut. Also Orcas sind die, die nur 15 Minuten können, oder? Also, nur 15 also Minuten. nur 15 Minuten, Bro. 15 Minuten ist schon krass. Für das, dass es Säugetier sind, ist 15 Minuten schon krass. Da gehen wir 2 Monate, ich kann auch. Scheiße, Alter. Alter, wie lange Immer 2 Monate nichts schaffen, keine Bachelorarbeit Keine schreiben, Chance. einfach nur Fokus auf Nein. das. Ich glaube, da wirst du schaffen. 15, glaub nein. auch. Zwar wirst du am Schluss 2 Minuten viel zu wenig, ein halbes Jahr, ein Jahr. Weil der Rekord ist ja nicht mal. Alter, ich will sogar doch viel mehr. mein Arschloch atmen, Alter, nach 2 Monaten. Außer wie Orcas raufgehen mit dem Arsch wieder runter. Oh Mann. Mir nimmt es aber echt wunder, wie lange der längste Atemzug, nein, also, wie heißt der? Atemanhalt Dings da ist. Also einfach Oder tauchen. Zeit. Ja, Ein einfach. Mensch meinst Ja, also am du? längsten Da weiß ich tauchen. gar nicht. Vielleicht irgendwie so 7-8 Minuten oder so. Ja, kann gut sein. Weil es gibt ja so den Iceman oder Hoff, kennst du den Karan? Yes. Der kann, glaube ich, sogar irgendwie bis zu 8 Minuten. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie am meisten ist. Aber der Typ, der fokussiert sich nur auf das. Okay. Nur auf Ja. Wasser, Tauchen. Ich habe gehört, Navy Seals können 20 Anscheinend Minuten. hat etwa 22 Minuten. Also Mensch, heftig. Okay, das ist heftig, krass. Alter. Aber Oh, der hat sicher, krass, der hat sicher zerfetzt. nicht mehr gespürt, tun, Alter. Der hat Ja. sich nur, Der hat sich auch noch 2 Monate gebraucht. Easy, Orcas. Und dann? ja, es hat zum den Kälber dabei bringen, oder? Wie man jagt, zum Beispiel gibt es so Videos, wo sie Welle simulieren. Nein, Bro, bitte lass mich Okay, nur jetzt, noch Bro. einmal. Nein, Fresse, Alter, lass mich reden, Bro. Ganz kurz, Bro. Alter, Bro. Sie, Hey, es ist echt ein wichtiges Thema. Nein, Da muss ich jetzt Was? einfach mal Bro. Da muss ich jetzt sagen. Die Kälber, die schauen Videos. YouTube-Videos. YouTube-Videos. Okay, Die gut, kennen sorry. auch ChatGPT momentan. Darum sind so. Easy, jetzt nehmen wir mal den Karan. Sonst Also, muss ich ihn da im Nachhinein viel schlimmer bearbeiten mit dem Schrei, Alter. Easy. Also, sie machen so Wellen. Also, sie, weil zum Beispiel, also der Robeka, die ist auf so einem sagen wir, Eisberg, keine Ahnung, gewesen. Und dann hast du siehst so vier Orcas, wo eine Welle simulieren.
damit Der ist uns, Der ist stabil, schicker, ja. ja, und dann voll. keine Robbe runter und die hat Robbe nicht tötet. Mhm. Die Mutter hat den Robbe wieder aufgeworfen. Einfach auch Das Training, Als Alter, Training, Bro. verprügelt und Oh. dann aufgeworfen. Als Training, es wirklich, also Crazy. sind wirklich, und vor allem, sorry, wenn so ein AK eine Robbe beißt, so kurz, da ist Okay, aber wie tun Das ist sie wieder Leiden. aufschmeißen? ja, mit dem Mund. Mit dem Mund? Ah, ja, mit. Aber Rob ist einfach schon halbwegs tot gewesen. In der Also, das war einfach am Leiden, gewesen, ja. Das ist kaputt am. Alter, wie asozial ist Ja, Alter? nein, Robbe, Bro, halber AKs sind verrecken. richtig asozial. Das ist eine Foltermethode, was die dort machen mit dem Training. Das ist doch krank, Alter. Ja, ja. Eben, ist nicht natürlich, also nicht in dem Sinne human. Aber sondern es wird einfach, Guantanamo irgendwo da oben. ja, und das ist so, vielmals, es gibt jetzt etwas sehr, also eben, noch kurz wegen Weibli-Männli, Mhm. zum Unterscheiden, einfach damit sie wissen. Männli haben eine riesige Schwanzflosse. riesige Flosse oben, nicht eine Schwanzflosse, sondern Sorry. Also riesig, Rückenflosse. eine Rückenflosse, ein bisschen spitziger. spitziger und Okay. sehr, sehr lang, so bis zu 4 Meter können es werden. 4 Meter! Scheiße. Alter. Bis zu. Ja, aber Okay, trotzdem. die 4 Trotzdem, Meter, die Dream- fangen noch so schräg werden. Nein, gell? aber nicht. Ne? Nur in Wenn sie- SeaWorld. In den SeaWorld sind sie schräg wegen Depressionen. Weißt du SeaWorld? SeaWorld ist so ein scheiß Zoo für Meerestiere. Genau, so. Krass, wenn sie Depressionen bekommen, ist einfach so einer. Du siehst, jeder Tier in Gefangenschaft hat, ist die Mm. Flosse so, Rückenflosse. Krass. Alle Prostatakrebs. Ja. Und also okay. auch, erstens wegen der Depression und zweitens sind die Flosse kein Auslauf. Weißt, die Flosse braucht auch konstanten Druck gegen Wasser, stimmt, damit es ja. oben kann bleiben. Also es ist nicht nur, dass es, weil es depressiv ist, das ist Okay. sowieso, weil es hat einen Platz, wo keine Ahnung, das ist Ja. wie wenn wir so viel Platz hätten und das ist für nichts. Weißt du so. Das ist etwas, wo du eigentlich musst trainieren. Ja. Also Flossen musst du ja trainieren, damit es irgendwie oben bleibt. So. Okay. Und ja, bei der Weibli ist es einfach so, dass es kleiner ist, deswegen kann sie eher unterscheiden. Also wenn sie ausgewachsen sind beide, dann kannst du unterscheiden. Sobald die Flosse einigermaßen viel größer ist, dann ist es ein Männli. Weil es von außen her merkst du es nicht. Also es- Krank, Mann, 4 Meter, Bro, der ist ja höher wie da. Ja, 100%. Das ist ja fast zweimal da. Okay, Ja, das gut, das ist ist 3 2,40. Oder ja, nein. Oder 5. Fast 3, Alter, keine Ahnung. Ja, ja. Aber kann man in dem Fall von Krass. Also von außen nicht richtig gesehen, ob jetzt Männli oder Weibli, Nein, und es ist von unten. Nein, also von der Flecken her, also schwarz-weiß Kontrast, also Ja. ab, merkst du keine Chance. Du merkst, wenn schon eine Flosse ist und die ist eher bei den Männchen ist immer so, ich kann es wieder zu erklären, die ist nicht vorne gerade, sondern die ist immer so ein bisschen schräg, deswegen merkst du auch, dass es ein Männchen ist. Ja. Aber meistens am besten merkst du an der Flosse. Also, du merkst am meisten, weil sobald, und es hat ja meistens, wirst du nur Weibli entdecken, weil es in der Rudel sind meistens also ist immer ein Männli und vier Weibli. Okay. Ist immer nur ein Mann und eine ist die Mutter und 3 sind einfach so. Also Wahrscheinlichkeit ist eher, dass er Weibli Ja, ist. du siehst eher ein Weibli. Als Und wieso hat es nur einen Mann? Also akzeptiert der andere nicht? Oder? Nein, es ist, da kann ich nicht erklären, aber es ist immer so, ist in Er ist ein Moslem. Ja, das ist gut. Das ist schon- Der ist auch ein Moslem. Nein, mit der scheiß Propaganda würde ich gar nicht anfangen. Alter. Das stimmt überhaupt null. War null. Das stimmt null, Alter. Also der Grundgedanke ist jetzt nicht da wegen geil, liebe Dinge um EV, sondern Ah, nein, haben wir Ja, gar nicht aber gedacht, das aber das hast du es gedacht. Aber Das ist- Ja, ja, aber jetzt stopp. will ich erklärst du dort hinein. Auf jeden Fall finde ich lustig. Finde ich gut. Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt kommt der AK-Art. Hans Kopftücher. Alter, stell dir vor, einfach so Kopftuch. Oh mein Gott. Hey, aber wegen der urlangen Flosse da, hat man, darum sagt man Schwertwal. Kann Kann das sein. sein? Aber ich weiß nicht, von wo das Wort Schwertwahl kommt, aber ich finde es einfach behindert. Ja. Also ich finde es behindert, dass du behindert gesagt hast. Ich nehme zurück, dass ich behindert gesagt habe. Also wir distanzieren uns vom Karan und von mir. ja. Oh Mann. Ja. Interessant. Es gibt eine AK-Art, die hat es in sich. Mhm. Sehr speziell. Gibt es nur nur in Argentinien. Nur in Argentinien, Ja. an der Küste. Dort die AKs, die lieben Robben essen. Also, ja, Robben? die machen Liebe. Nein, die lieben Robben essen. Und die gehen einfach aufs Land. Also die sind den ganzen ja. Körper auf dem Land. Also 2 Tonnen auf dem Land. Aber da geht halt nur, weil die Küste eher nach oben geht. Das heisst, sie können einfacher wieder so zurück. Okay. Und das ist halt meistens, greifen sie erst zu,
weil die kleinen, die süßen Robben, die man kennt, die sind ja Weibli. Und die mit der fetten Nase, die grusigen, das sind die Männchen. Oder? Okay. Und wenn sie sich paaren, dann so ein fetter Dude bekommst du nicht so schnell einfach so schnell wieder weg, oder? Ja. Deswegen meistens, wenn sie sich paaren, dann greifen sie an. Okay. Und es gibt auch Videos, wo sie da Erzähl. sie den kleinen, also wo sie den Kälber da Wo ein Orca der kleine Schwanz lustet. Was? Von dem einen. Sorry. Also ich meine, die haben ja auch Schwanzflossen. Ja. Das war meine, hallo. Ganz in Ordnung. Nein, und die haben, die bringen einen dabei. Die sagen, ey, du gehst einfach aufs Land, obwohl niemand dort ist. Sondern kein Robbe ist dort, sondern hey, check nicht, Alter, Bro, ich für euch. Ja, aber wegen dem Schwanz lutschen der Kleine. Ja, Bro, hey! Ja. Da ist ein Kill, dieser. So. Oh Mann, ich Wir weiß kommen nicht. vom Moslem zu kleinen Schwanz Ja, Bro, die haben keinen Geschlechtsverkehr, hat er ja gesagt. Das passiert bei einem. Wer hat keinen Geschlechtsverkehr? Gerade Anwalt von der Wahl, Alter. Wer hat Ich schwöre, Bro, Bro. Anwalt? Ja, Bro, du hast ja gesagt, dass Robben einen Geschlechtsverkehr haben und dann greifen die an. Und dann Ja. hast du gesagt, sie kommen von ihnen. Und dann hast du bis wie Kleine gesagt und dann habe ich an Schwanz gedacht, also Schwanzflossen. Ja, aha, okay. Weil sie ja Weibli sind und Weibli gehen jagen. Ja. Okay, gut. Nur geschwind. Wieso explodiert die Wahl? Explodieren? Ja, da kann ich auch noch was erklären, aber Okay. ich komme zuerst vor Die Jagd Argentinien ist zu. noch nicht fertig. Ah, stimmt, Argentinien, okay. Eben, du siehst einfach so Kälber, die auch schon relativ groß sind, ausgewachsen, mehr, also die heißen Sam. 3,5 weiß ich jetzt echt. Sie sind ausgefasst. Sie sind böse Esser. Ich weiß auch nicht, Mann. Sorry. Kaputt. Also es gibt Sehr einfach. ein Kälbli, wo erst gerade so also das männliches, also man sagt dem männlichen Kalb Sam oder Semi-Adult Man, Mammal, oder? Einfach, dass noch Also meinst auswachst. du Jugendliche sowie Heranwachsende? Genau, Okay. cool. Und du siehst einfach so einen random Orca, geht einfach so auf die Küste, einfach so, also und geht wieder zurück. Also kein Robben dort, einfach zum Üben. Ah, krass, okay. Aber ich verstehe nicht, wie kommen jetzt, machen jetzt auch so wellenförmige Bewegungen mit dem ganzen Körper zum Ufer und wieder runter. Nein, sie kommen so. Mit Schwung und jetzt Schwung, jetzt und dann weil wieder zurück. mit der Flut kommen sie und dann machen sie so und dann kommen sie so wieder zurück. Ah, okay. So irgendwie steckt Ja, ich weiß nicht, ja. so. Aber sie mit dem kommen halben Körper und Sie dann wieder kommen- anderen halben Körper und wieder halber Körper. so, sie kommen so und dann machen Yes. So, Und okay, dann machen sie am Schluss verstanden. noch einen Dab. ja, aber es gibt auch schon, es gibt viele Orca-Standige, oder? Ja, mega. Und dann ist amigs echt wirklich, vor allem in Australien gibt es viele Schulungen, dort halt, wo es passiert, oder? Du kannst so viel falsch machen dort. Weil viele tun immer permanent Wasser drüber schütten, oder? Ah, okay. Aber du darfst nicht immer permanent Wasser drüber schütten, weil wenn er mal, Luft. wenn er mal anfängt Luft zu holen, dann darfst du nicht anfangen Wasser zu schütten, weil, Ja, dann geht die Fluge, dann geht der Loch auf, Ja, okay. oder? Weil sonst geht es wieder zu. Und erst wenn es zu ist, dann darfst du Wasser drüber schütten. Ja, okay. Aber man sieht es ja nicht, wie groß der Du Vieh- hörst es. Ah, man Es kann- macht so. so. Mhm. Du hörst. Ja. Meinst du, Und können dann wir dort den Finger einstecken Ja. und es wäre da ein Ja, hast du gegessen? Nein, da weiß ich abhauen. nicht, da weiß ich nicht. Essen. Nein, aber ich Nein, meine, wegen wenn einem es kann ja so Nein, fest nein. zugehen, Ja, rein ja. theoretisch muss ja der riesen Wasserdruck aushalten, da müsste eigentlich wie den Finger abhauen. Ich glaube schon, dass also für den Finger ist ja nichts. Das ist wie Karotte eigentlich. Mhm. So von der Stärke her. Ja. Stecken wir mal eine Karotte rein. Oder den kleinen Schwanz. Oder? Ja, wegen der Explosion, jetzt wo ich mich, nicht dass ich Halbwahrheiten sage, wenn ein Orca stirbt, dann baut er extrem viel, ein gewisser Stoff, irgendein Gift, oder? Oder Gas. Oder einfach Gas, oder? Der hat so einen riesen, so einen riesen Druck, oder? Wo nirgends rausgeht. Vor allem beim Sperm Whale, Alter. Vor allem mit 2 Tonnen, oder? Dass da einfach, du siehst auch wirklich Bilder, wo einfach so eine Kugel, Ja, Max. so eine Kugelwahl, oder? Ja. Eigentlich. Ja. Und da musst du echt aufpassen, du darfst nicht einfach reinstecken und puff, sondern da gibt es Professionelle, die da. Sprengstoffexperte, weil die Wahl muslimisch sind. Nein,
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, aber zu Ey, krass. Bro. Man muss einfach Respekt geben, ohne Witz. Zu krass Das ist kombiniert. gut gewesen. Zu krass kombiniert. Hey, aber da muss man vielleicht piepen. Da muss ich fetten Reel machen. Ich sag Also dir, ich das ist distanziere mich von scheißegal. was? Ja. Ich distanziere mich von Real. dem. Vor allem hatte die Kamera da, die sieht aus, als wäre ich jetzt gerade. Oh Ja, mein wahrscheinlich Gott. kommt einfach so ein fucking Dartspieler am Ufer und du probierst Dinge, das Zeug kaputt zu machen. Genau. Aber sie explodieren ja schon legit. Also die explodieren ja. Explodiert, ne? Okay, wir machen jetzt wir machen den professionellen Da weiß ich nicht, kann ich nicht nicht sagen. von allein explodiert. Da weiß ich nicht. Wahrscheinlich tun sie irgendwas. Mit dem U-Boot geschwind. Ich weiß es nicht. Ich weiß vielleicht nicht. Ich kann es mir nicht vor. Ich weiß es nicht. Also ich könnte es was sagen, aber. Aber vor allem, wenn du irgendwie dort am Umschrauben bist, dann ist es auch gefährlich, dass irgendwie bei einer kurzen falschen Bewegung. Oder das sie Zeug machen noch es in dem Sinne explodiert. von weitem, oder? Schiessen sie irgendwas ab, damit es ein Loch gibt oder keine Ahnung was und dass einfach niemand in der Nähe ist. Aber das ist sehr viel Gas, was aufsammeln. Dann kannst du gar Jungs, folgende Situation. Ihr seid an der Küste am Verhungern. Seit Tagen haben wir nichts gegessen. Und ihr habt nur ein Messer dabei. Und ich sehe auf das Mal einen gestrandeten Walkugelfisch. Und wer das riskieren, um dort Fleisch abschneiden? Nil. Also ich will einfach das Messer mal schmeißen. Hey, ich will einfach Flossen abschneiden und wieder weggehen. Wenn es bis dort nicht explodiert ist, wird es ja in den nächsten 10 Minuten auch nicht explodieren. Stell dir vor, du bist 10 Meter vorher. Bro, ich Wenn es würde mal explodiert. sehen, wie du eine Flosse abschneidest. Ich habe Videos gesehen, wo Leute das probiert haben, weil aus Research-Gründen oder wo es schon tot war, Schau, oder? wenn er jetzt da Research gründet. Ah. Bist du im Tor-Browser gewesen, oder was? Ja, halt Biologen. Also Meeresbiologen. Meinst du, geht das nicht gut mit so einem mega scharfen... Bro, die andere ist am Machen gewesen und du, bis sie mal beim Anker überhaupt einen Teil von der Flosse hat können abtrennen. Also Also sie ist ohne- am Schwitzen gewesen. Ohne Stiel-Kettensäge, nur Hä? mit normalen... Mit so einer riesen... So, Machete? Okay, mit der Machete. nein, trotzdem. Also eben, du bist ein paar Minuten dran, bis du überhaupt irgendwas hast. Und da du da schon Energie... Ja, aber du Energie verschwenden und du willst, wenn du so in einer Überlebenssituation Ja, bist, überlegst du das ist zweimal, okay, ey, ja. würde ich die Energie Ich aufschneiden. will halt direkt. Ich habe direkt Also hier wenn du Bissen. mal anfängst, dann willst du auch das Zeug zu Ende bringen. Und dann machst du irgendwie vielleicht eine kleine Kur, wenn du mit Hauptsache irgendetwas hast. Ja. Ja, aber gleich, man ist ja am Verhungern, also etwas muss man ja essen. Ja, eben. Okay. Ja, und es gibt auch eben so die Jagdtaktiken, wenn es zum Beispiel gegen Haie zum Beispiel, ist sehr effektiv, ist da auf den Rücken drillen. Ja, Das ist einfach ein richtiges Downgrade, also richtiges L für Haifisch. okay. Wenn sie. Bro, du, die, Sechs Worte noch. Hä? Weißt du, was ich sagen? nein, L heißt einfach so ein Loose, so ein riesen Ah, okay, Loose für, okay. für die Hai. Okay. Die Orcas nehmen sie, packen sie und wenn es klappt, dann sie auf den Rücken drillen und Haifisch ist Das ist gelähmt. einfach Kryptonit. Also ja, er kann sich Das nicht finde mehr ich bewegen. krass. Aber ich glaube, auch wenn sie an der Schnauze fast ist, drüllen sie sich ja. Stimmt das? Du kannst, also Also wenn du es mal schaffst. Aber ich glaube, Ja. es gibt ja so Taucher, die gehen mit der Pfeil und dann sie streicheln an der Flosse und dann drüllt er sich. Und dann ist schon Knockout. Aber ich stelle mir so vor, was passiert denn da irgendwie so im Nervensystem oder Da im weiss Hirn, ich- dass irgendwie vielleicht das Hirn einmal so... weiß ich im Fall. Nein, Ja, hier aber nicht. wie schlafen denn Hai? Sind sie auch gerade oder so? Hai schlafen gar nicht. Können gar nicht schlafen. Können Also sie schlafen? beziehungsweise sie schlafen, aber sie schwimmen permanent. Ja. Sie bleiben nicht, also Fisch allgemein schlafen, ja, erstens kurz, aber ähnlich wie Pferd, eigentlich im Stehen und sie einfach wenn schwimmen, weil sie müssen ja schwimmen, weil Sauerstoff, beziehungsweise Wasser muss immer durch die Kiemen gehen und so Ja, voll. blockiert es eigentlich Sauerstoff Ah. Zufuhr. Okay, krass. Nein, ich merke halt immer wieder, ich habe absolut keine Ahnung von der Tierwelt. Also vor allem auch unter Wasser, ich habe absolut keine Ahnung von dem. Also gibt es noch weitere Spitting Facts. Ich bin mir überlegen, einer ist so sehr viel gesagt worden. Es gibt aber nur noch so kleine. Ja. Ja, eins ist noch in Norwegen. Gibt es Saison, wo sehr viele Heringe rum sind an der Küste. Und dort kommen halt Fischer. Oder die müssen Ja. die aufessen und dann kommen einfach auch Orcas. Die ganze Gruppe, also riesen. Und es sind Fische, oder? Und es sind einfach, ja, Fischer sind seine Beute sozusagen weg, oder? Aha. Und dann passiert leider auch ein bisschen das Netz verheddert und so. Oh, ja. Aber Orcas sind sehr, was da geht, sehr, sehr schlau. Sie sehen da, können da gut unterscheiden. So, Delfine sind eher noch ein bisschen, also auch sehr schlau, aber Schildkröten und so, die verheddern dort. Aber Orcas ist sehr schwierig, können sich noch gut. Und ja, da siehst du auch Videos, wie sie die Heringe zu
so eine Kugel formt. Also da ist ein AK, da ist ein AK, das ist eine Weg absperren. Dann kommt der andere AK, du mit dem Flug einfach reinklatschen, Klatschen. damit die betäubt Ah, sind und dann krass. kommen sie und essen. Oh shit, okay. Sehr interessant. Und da, eben in Norwegen haben die so Probleme mit dem Sinn, aber ich meine, da ist mir niemand das Essen weg. So. Mhm. Ja, also wir müssen auch was essen. Hey. Ja, okay. Wir wollen ja auch Hering essen, also. Ja, fix. Sicher. Hering besser mit Zitrone. Fix. Mm. Ja, fix. Ja, ja, einfach sonst. Eigentlich habe ich. Das sind so die. Es gibt ja Grundfakten. in Island so, die Tradition ist auch von, Ah, von der haben wir etwas? Doku. Wie heißt die Doku? Nicht Blackfish. Ist ja von der Doku, wo sie erzählen, dass es in Island eine Tradition gibt, wo sie jedes Dings. Jahr einmal. Oh mein Nein, Gott, das ist nicht das ist Seaspiracy. Sharknado. Nein, Das nein, ist keine Conspiracy, Alter. Sie haben Bilder gezeigt. Seaspiracy. Ah ja, Ah, die so hat heisst als es. Tradition Geld zum Das ist, Wahlschlachten. nicht in, das ist nicht in Island, das ist in Dänemark leider. Okay. Das ist in Dänemark. Aber es ist eine Insel, oder? Ja, also das ist so eine Wikinger angelehnte, also immer noch kulturtechnisch. Ah, Norwegen Dort gibt ja ist- kaputt viele Inseln, Ja. Alter. Dinge, Ja. viel 20, Irgendwo dort, 50 oder das stimmt, hast recht. Seaspiracy, auch, würde ich auch empfehlen, auf Netflix. so. Mhm. Ein bisschen Auge öffnen. Dort ist ja, jedes Jahr, wenn du dort in der Gemeinde nicht meldest, weil in dieser Zeit ist also ein Warmwasser, dort tun sich paaren, Delfine. Mhm. Und dann sind extrem viele Delfine rum. Ja. Und dann gehen sie weiter. Mhm. Und dann, ja, da gibt es eine Tradition, wo du siehst, wie Eltern mit den Kindern dort sind und das ganze Meer Einfach rot. ist einfach rot. Einfach rot, Alter. Und wieso rot? Ja, ah, wegen weil dem sie- Jagen? Weil sie sind ja ganz wirklich näher an der Küste. Ah, und die gehen mit Messer rein? Ja, also sie, Mit Speer? nein, Aha. also der Fisch, also mit dem Boot tun sie diese einrahmen sozusagen. Genau. Und dann Ah, kommen sie, krank. sind sie angelegt mit so Verstehe. Gummistiefeln und Kinder nebendran und bam. Und du siehst so eine Reihe voll Delfin. Jedes Jahr. Und dort ist sogar rechtlich, es Erlaubt. wird erwartet, wenn du einen Delfin siehst, musst du es melden. Also und Schlachten? Schlachten, ja, du musst melden und Du sagen, musst ey, während dem Telefonieren schlachten, damit man es hört übers Telefon, dass Delfin tot ist. ja, voll, ja, Seaspiracy, Blackfish und auf YouTube würde ich empfehlen, Mark Robert Lehmann, ein Meeresbiologe, der hat jedes Tier schon gesehen, was es auf der Welt gibt, gefühlt. Ja. Der hat Ahnung, der hat auch eine ganze AK-Serie gemacht, von dort habe ich wahrscheinlich auch meine meisten Informationen. Ja. Weil er macht damit Reaktionen auf andere Videos von AKs, aber tut seine Erfahrungen noch rein. Okay. Oder er macht Videos über Gorillas und tut seine Infos noch rein, was er halt erlebt hat. Weil er ist auf jedem Land schon gewesen, wo man kann sein, irgendwie. Jedes Tier schon beobachtet, können irgendwie was anfangen und ja, von dem habe ich auch sehr viele Informationen. Und eben, wenn ihr so wenn Walfisch mal bestellen, geht einfach auf Tor-Browser. Es gibt Sperm Oil. Das kannst du kaufen. Sperm So Oil. kleine Behälter. Er hat der Robert Lehmann hat sogar so vom einem Biolog, Ja. von einem Toten, Ja. hat er den abgefüllt und die hat er ihm so einfach geschenkt. Von Der einem sich- toten Biologen? Ja, Tote Pottwal, sorry. okay, und jetzt benutzt er einfach als Nein, einfach Herz, so als Relikt. Relikt. Oder einfach, ja, einfach so als. was sagen wir dem? Als Relikt? Nein, keine Ahnung, der ölt sich etwas ein mit dem. Ja. Hey, findet man einmal Ausweis am Strand? Wieso? Wir haben es gerade vor von dem gehabt. Wegen 9/11, dass man den Ausweis verliert. Irgendwas, egal. Also, Wahl. Was gibt es sonst noch, Alter? Da, was ich gerade vorgedacht habe, wo die Gorilla gesagt ist, haben mal die Doku, ich weiß nicht, wie die Dame heißt, wahrscheinlich auch so, So Blondie, ja, kurzhörig. nein, wo einem Gorilla beibracht hat, wie Oh mein Gott. Gebärdensprache Ja. geht. Die ist auch, wie Lucy hat sie geheißen. Lucy hat der Kann Gorilla gut geheißen. sein. Lucy Ja. hat den Film das geheißen. fucking Tier macht auf das Mal irgendwelche Chakra-Moves. Hast du wie das Naruto. Sicher nicht. Warte schnell, ich zeig dir ein Video. Nicht Video. Ja. Einfach Gebärdensprache. Und er kann so kommunizieren. Ja, er es macht ist nicht ein Sie. random etwas. Nein, Oder nein, sie. Gorilla ist ja sie und dann, es ist schon halt lang gegangen. Gorilla. Es ist schon lang gegangen. Gorilla. Gorilla. Gloria. Auf jeden Fall lang gegangen, ein paar Jahre. Und dann hast du einfach am Schluss einfach mit der Trainerin. Krass, wie Heftig. unhuman da ist, dass der Tier gezwungen ist, um sowas zu lernen. Die Nein, Blut- weil weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat irgendwas erzählt von der alten Vorfahren, wo sie hatte. Sie hat ihre komplette Story erzählt. Sie ist mal ein Gorilla gewesen. So wie wir nächste Woche unseren Werdegang. Okay. Einfach komplett Story erzählt. Ich habe dort Sachen gesehen, mein Vater ist da und da gewesen.
So Crazy. Also wie heißt Also- die Lucy anscheinend? Ich glaube, sie heißt Lucy. Wenn sie nicht Lucy heißt, heißt sie irgendwie anders. Mhm. Aber dort ist noch wichtig zu erwähnen, dass sie, was war der Gorilla am Schluss, also was Bibi noch gesagt hat, Was hat sie gesagt? ist ganz krass. Sie hat eine Message hinterlassen in Gebärdensprache, Was hat sie gesagt? dass sie zu der Welt. Da ist ein bisschen. Stimmen-Vibes. Egal. Sorry, Bro. Nein, Bro. Nein, Bro, Alter. Sorry, Ich kann Bro, nicht. Alter, Nein, Mann, komm. Vibe stimmt echt nicht, Bro. Ich sag dir ganz ehrlich. Nein, komm. Aber Passt schon. mir nimmt es echt Wunder. Die hat was für die Menschen gesagt. Die ist jetzt so ein Abschluss, also sie ist schon gestorben irgendwann. Und sie hat wirklich so einen Abschlusssatz gesagt, Message. wo irgendwie durch die Menschheit, also ich weiß nicht, vielleicht kann sein, dass im Hintergrund jemand er da gesagt hat machen, aber anscheinend durch viele Quellen und auch der Mark, also der hat auch anscheinend seine Quellen, dass es von ihr selber gekommen ist, was sie erlebt hat, was sie gesehen hat, hat sie einfach als Gebärdensprache, ich weiß nicht, was war, aber ihre Last Message einfach in Gebärdensprache irgendwas von der Menschheit gewesen. Das muss, wenn es so weitergeht, irgendwie so, ist schon krass. Also in dem Fall ist sie nachher gestorben, oder? Also ist Gerade nach dem, Nein, aber das ist so die letzte. also, wo man hat gefilmt hat. Ja, oder voll, wo man Okay. sie, weil, ja. so. Okay, krass. Aber was da geht, sind die eh schlau, so Jim. Meinst du, so, Mann? Dann nehme ich jetzt böse Wunder. Weißt du, das letzte Wort, Crazy. irgendwas war, warte schnell. Aber das letzte Wort, Cevapcici. Ja, ich habe gesagt, Döner ohne Zwiebeln. Kennen die Verarschen von Sie hat gesagt, Gorilla hat gesagt, go vegan. Go Vegan, ja. Mann. Kennen die Verarschen von Tarzan? Nein, Den zeige ich euch noch im Anschluss. Easy. Mega geiles Video. freue mich. Also schreibt irgendwie auf YouTube Tarzan Prank oder Prank-Video, irgend so etwas. Geil, ich kann es nicht mehr genau rezitieren, aber das ist schon lange. Ah, Coco hat es geheißen. Stimmt, Coco. stimmt, Coco, Alter, ja. Coco, ja. Coco the Gorilla delivers powerful last message to human before passing away. Also war wird in dem Fall auch unser letztes Wort für die Folge. Mhm. Was hat Coco gesagt? Wir werden I am Gorilla, I am flowers, animals, I am nature, man Coco love, earth Coco love, but man stupid. Coco sorry, Coco cry, time hurry, fix earth, help earth, hurry protect earth, nature see you, thank you. Alter, Coco, halt Fresse, Alter. Du kannst keinen normalen Satz aufbauen. Ja, willkommen. Lern mal. Bau mal, ich schwöre, lern mal. Nein, aber am Anfang habe ich gedacht, böse blöd, was ihr sagt. Aber nachher wird es schon Nein, sehr so- emotional. Ja, voll. Ja, mega. Eben, Crazy. ja, das ist krass. Ja. Aber egal, Deutsch ist auch schwer. Ich meine, Deutsch ist hat echt sie schwer. Englisch geredet? Gebärdensprache ist da. Hey, ist eigentlich Gebärdensprache in Englisch? Oh mein Gott. Aber dann ich mich jetzt echt wundern, Gebärdensprache ist international eigentlich. Das hat keinen Sprachhintergrund. Aber es ist Ja, also es ist ja eine Aber Sprache. definiert, Was ist da ja- heißt zum Beispiel, da definiert einfach ein Wort. Also da definiert einfach ein Laut oder irgendwie. ja, aber da, was ich gehört habe, ist, es gibt so Dialekt. In der Gebärdensprache. Verschiedene Sachen. Okay. Ja, voll. Okay. Das stimmt echt. Aber crazy, ja, stimmt. Krass. Was ich würde sagen, jetzt habe ich irgendetwas wieder. Tarzan. Nein, nicht Tarzan. Eben, beenden wir jetzt gerade die Folge. Time Harry, genau. Time Harry, Mann. Fix Gutes Earth. Stichwort. Und ich ermuntere euch nur dazu, zum. Schau, wir haben jetzt mal eine Folge gehabt mit einem Thema. Oder? Und wie man jetzt beim Karan auch angesehen, der ist auch ein paar Mal emotional, oder? Man merkt, er ist sehr, sehr fasziniert von einem Thema. Und eben, weil Time Harry ist, oder gefühlt von der Auswahrnehmung so uns als Harry vermittelt wird, sucht euch ein fucking Thema aus und dann so richtig alles kaputt lernen, alles kaputt entdecken und so. Ich glaube, das ist so etwas, wo Time eben dann wiederum nicht so Harry macht. Wisst ihr, was ich meine? Oder gefühlt Ja. nicht so Bro, Harry. du hast gerade wie Coco geschnorrt. Alter, echt? Ja, gerade. Das Time. Du bist komplett weg, Ich ja. bin Du bist total komplett weg. weg. Du bist schon mit einem kleinen Schwanz. Alter. Coco, Ja. Coco, Moko, Choco. Coconut. Also, ein paar letzte Wörter, Jungs. Ein paar letzte Wörter. Mhm. Boah, hör auf, Mann. Es kommt mir so vor, als wenn ich nachher auf die Straße laufe und überfahren werde, dass da meine letzten Wörter sind. Ah, nein. Boah, keine Ahnung. Go vegan. Ja, no vegan. Okay. Also bist du jetzt Aber- eigentlich jetzt komplett Veggie? Nein, ich habe mal Ja. gesagt, Februar wird ich mal durchziehen. Yes. Wegen Aber in dem Friends. Fall bist du dran. Ja, ich bin da. Easy. Heute Morgen habe ich einfach ein Sandwich genommen mit Fleisch. Bin das Fleisch weggeworfen. Ich habe mich dort aber schlecht gefühlt. Aber ich habe weggeworfen? gesagt, ja, was soll ich machen? Konsequent. Ja, mit dem G.
Ja, ich war im Zug. Also, wenn du Ja, so über den gehst. Ich würde schon Die gehört. Situation hat es gerade nicht erlaubt. Ich würde sagen, los meinen Podcast und da hast du noch Fleisch. Da ist noch Fleisch dazu. Ja, ich weiß. Es ist wirklich nicht gegangen. Und darum, ja. Easy. Easy Brace, beenden wir das Zeugs. Wir können es abrappen, glaube ich. Hast du- Wort. Ja, letzte Wort. Hat mich gefreut. Über Wahl reden. Mhm. Und ja, cool. Es ist schön, gewesen, dich mal emotional zu leben. Alter Mann, ich bin so aufgeregt. Ich Mann. sag dir ehrlich, Alter, das ist echt schön. Ich bin so aufgeregt. Aber das ist Ohne richtig so. Chillen mal. Es braucht schon viel. Es braucht bei mir schon viel. Du kennst mich. Bro. aber, Es braucht viel. Aber, da ist Aber Bro, ich ist da erzähle viel- einen Fakt über Wissen, dann kommt immer, Bro, nach jedem zweiten Wort bei dir oder bei dir Aber irgendein das ist, Wort. schon, das ist schon Sinn und Zweck von dem Scheiß. Alter. Nein, Bro, nicht Du bei erzählst- wissensbasierte Themen. Ja, aber Wissen ist ja auch irgendwo beugsam. Hä? Wissen ist ja auch irgendwo durchbeugsam. Ja. Mit diesem. Ja, ein bisschen Faxen muss man machen, oder, liebe Ist ja- Ja, Zuhörer? fix. Ein bisschen ist untertrieben. Okay. Also. Ihr könnt es bewerten im nächsten YouTube-Video. Schreibt rein, was übertrieben war. fix. Easy. Also, Coconut Time Harry. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen. Bye, bye. Danke. Bro, ich bin so aufgeregt, Mann. Ist er aber gespielt oder ist